Leute, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das funktioniert hier mit Vloggen und so in die Kamera sprechen. Ist schon ein bisschen was her. 2 Jahre jetzt, glaube ich, seit ich das letzte Mal einen Vlog hochgeladen habe. Ja, heute gibt es ganz spontan mal wieder ein Poker-Vlog, dachte ich mir mal so, weil ich bin wieder aktiv an den Pokertischen. Ich habe zwar meinen Job noch, arbeite immer noch für HD Poker und ich bin da der Creative Director, wenn man darüber nachdenkt. Als ich für HD Poker, also als ich angefangen habe in der Firma zu arbeiten, das war ja mehr oder weniger gezwungen, weil ich meine Kohle, meine Bankroll wurde geklaut. Das hat irgendwie so 3-4 Monate gedauert, bis ich das Geld wieder bekommen habe. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe damals deswegen angefangen für HD Poker zu arbeiten und ja, damals konnte ich kein Wort Englisch. Ich habe meistens alles in einen Translator eingegeben und ja, nach den Meetings musste ich dann immer erstmal recherchieren, was labert der Typ hier jetzt überhaupt. Und ja, mittlerweile bin ich Creative Director und bin in fast allen Meetings mit dabei und habe vieles zu sagen da und Leute, die unter mir arbeiten und. Also es ist ziemlich cool. Ich kann von zu Hause aus arbeiten, was noch cooler ist. So kann ich mithelfen mit den Babys und Babys. Familienzuwachs gibt es auch, Leute. Ich weiß gar nicht, wer von euch hier so Instagram folgt. Aber ich habe im November Zwillinge bekommen, Aria und Alina Dawson. Ja, denen geht's gut, die sind jetzt 7 Monate alt, halten einen auf Trab einfach, kaum Schlaf. Aber ja, ich bin sowieso so, wer meine Vlogs von früher kennt, der weiß, dass ich immer 24 Stunden aktiv bin und eigentlich nicht so viel Schlaf brauche. Ich bin nur am Arbeiten eigentlich. Vom Schlafzimmer geht es runter zum Büro und da bin ich fast den ganzen Tag und zwischendurch halt dann noch mit den Babys. Und gegen 7-8 Uhr geht es dann an die Pokertische, meistens im Venetian oder im Aria. Ich spiele viel 2-5 und 2-4 auch. Das gibt's im Venetian, gibt es 2-4 mittlerweile. 2-4 ist so wie 2-5, aber auf dem Level von 1-3. Also macht das ganz schön Spaß. Ja, die sitzen da deep und man kann schon ein bisschen was gewinnen da. Jetzt erstmal mit dem Hund gehen eine Runde, Leute. Kinder haben wir schon gebadet, gefüttert und alles. Und ja, jetzt geht's eine Runde mit dem Hund jetzt und dann geht's zum Casino. Sehr wahrscheinlich Venetian wieder. Und ja, da nehme ich euch mit. Wieso ich jetzt überhaupt wieder an den Pokertischen ist auch ein bisschen lustig. Ich war mit Manik unterwegs. Ich glaube, jeder deutsche Pokerspieler, der kennt den Manik. Ja, die Story ist ziemlich cool. Wir waren einfach Mittagessen im Tivoli Village, Manik und Nina, seine Freundin. War ein cooler Tag, haben viel über Poker gesprochen und so und da ist das dann alles wieder ein bisschen hochgekommen. Ich hatte 2 Jahre Pause und halt nur am Arbeiten und bla bla bla. Also dachte ich mir, boah, Alter, das hört sich alles so gut an, setze ich wieder an den Pokertisch. Ja, Mindset ist da und meine Strategie, die ich damals also meine Basis, die ich da zusammengewürfelt hatte damals für meine Las Vegas Grind, ist auch immer noch solide, auch auf 2.5 funktioniert alles. Ja, muss man einfach weitermachen. Mal gucken, vielleicht wird das so ein kleiner Nebenjob und vielleicht gibt es jetzt auch wieder häufiger Vlogs. Also, Simba, komm mal. Gehe jetzt mit einem Hund eine Runde und dann nehme ich euch mit ins Casino. Let's go. Das musste jetzt unnötigerweise irgendwie sein. So Leute, die Kinder sind frisch geduscht, frisch angezogen, gefüttert, Windel gewechselt, alles gemacht, TÜV und so. Jetzt geht's ab zum Venetian. Ich stehe auf der Liste für 2-4 und 3-5. Ja, vielleicht treffen wir irgendwelche bekannten Gesichter, vielleicht auch nicht. Fabian ist sehr, sehr oft am Strip unterwegs im Moment. Der spielt viel PLO im Aria. 1-2-5, aber vielleicht kann der euch ja selber dann ein Update geben, falls wir den in diesem Vlog noch sehen werden. Jo, let's go! Sound ist wie Musik in meinen Ohren. Das habe ich damals schon mit der Harley immer gemacht. Jetzt machen wir das mit der Porsche. Parkplatz suchen, ab in Poker Room.
Angekommen, Leute. Ich muss hier jetzt erstmal Kaugummis klar machen und mein Geld ein bisschen sortieren und dann geht's ab zum Poker Room. Ich stehe schon auf der Liste. Ich wollte euch nur noch mal ein Auto-Update raushauen für die, die halt auch Interesse an Autos haben und die das mitbekommen hatten. Ich hatte mir damals einen 1965er Mustang geholt gehabt und das habe ich leider verkauft, kurz nachdem wir das neue Haus gekauft haben. Ja, aber Geld war ein bisschen knapp und jetzt mit den Zwillingen und so weiter, ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ist ein Franzose vorbeigekommen, hat den dann gekauft und nach Frankreich geschickt, verschifft. Und ich habe 8000 Profit gemacht an dem Wagen. Also ich glaube auch deswegen habe ich es noch nur verkauft. Also hätte ich dieselbe Kohle wiederbekommen, hätte ich vielleicht nicht verkauft. Aber 8000 Profit schmeckt. Und ja, schön, dass wir darüber geredet haben. Very Kaffeepause oder Mittagspause? Mittagspause, Land? Ja. Alles klar, Kaffeeland? Alles klar, Heide. Ja. 2-4-Session in Venetian mit einem Plus von $51 beendet, Leute. Ich war direkt ganz am Anfang $200 minus, 300 down auch teilweise mal und ja, habe die ganze Nacht damit verbracht, wieder Break-Even zu kommen. Ich war auch teilweise mal $200 plus, aber habe dann hier und da mit ein bisschen 3 Betten und dann musste ich leider aufgeben und so weiter, ein bisschen wieder was verloren. $50 plus, ich wollte die Session dann, ich bin um 2 Uhr da raus, wollte die Session, ich konnte noch eine Stunde weitermachen, also die machen um 3 Uhr normalerweise zu, war aber müde und ich wollte außerdem die Session mit einem Plus beenden, weil der erste Vlog, ja, $50. Mehr ist nix. Jetzt erstmal ein Kaffee-Break hier mit Fabian. Und zwar wisst ihr das noch gar nicht, aber der wohnt hier um die Ecke. Guten Tag. Servus. Servus. Ich habe Vlog gemacht, dachte ich mir, ich beende meinen Vlog mit deiner Fresse. Super. Die Leute vermissen den Fabian wahrscheinlich auch. Lange nicht mehr gesehen. Ich glaube 2 Jahre gab es keinen Vlog mehr. Und ja. Fabi ist auch im Übrigen, ja, habe ich glaube ich schon mal gestern erzählt eigentlich, 125 Pelo. Jawohl. Aktiv. Wir findet den im Aria, falls ihr mal in Vegas seid und den Fabian sucht, jeden Abend könnt ihr im Aria besuchen. Wird schön gegrindet, Leute. Wie läuft's? Läuft gut, läuft gut. Wochenende war Pause und heute Abend geht's weiter. Stark. Ja, wir grinden jeden Tag und dann gibt es hier zwischendurch mal eine Kaffeepause, gehen wir ein paar Hände durch und einfach, auch wenn man über eine Down-Session ist oder so, dann motivieren wir uns ein bisschen gegenseitig und dann geht es abends wieder los zum Tisch. Zum Ja, viel hat sich geändert. Ja. Viel Einiges. hat sich geändert in den letzten 2 Jahren. Krass, oder? Krass, unglaublich eigentlich. Seit ich die Vlogs angefangen habe, mein Leben, also wie alles, hatte alles, dann nix, dann wieder alles. Ja, krass auch, wie seit es diese Vlogs gibt, wie viele Jobs du mittlerweile hattest. Ich hatte ganz am Anfang beim Hoover-Damm gearbeitet, dann in Cosmo, dann bei BMW, glaube ich. Ja. Und Dann im Polo Towers. Polo Towers. Und jetzt macht der Fabi Hauskredite. Ja, wenn er in Vegas ein Haus kaufen möchte oder so, vielleicht, ich weiß nicht, wie das mit Deutschen läuft, aber können die dann? Bei dir können überall kaufen, wenn sie wollen. Und ich mache die Hauskredite in ganz Amerika eigentlich. Ja, wenn ihr ein Haus kaufen wollt, Fabian mit Dani, Facebook, Instagram und So sieht's aus. im Übrigen hat der Fabi auch richtig dick in Krypto investiert. Also der ist bald Kryptomillionär und die Leute fragen sich halt, wie viele Likes muss dieses Video erreichen, damit der Fabi unser Main Event bezahlt. Ich mache das jetzt so ein Ding, ich frage jeden, wie viele Likes muss das Video erreichen, damit wir Ich glaube, das muss mindestens. Was war das Video mit den meisten Klicks? Mit den meisten Klicks weiß ich Likes? nicht, aber Likes glaube ich so 250, irgendwie so, ist nicht nie viel. Mach einfach 1000, das Also Minimum 1000. Minimum. Gut, Leute, fangen an zu klicken. Wir chillen hier gerade und quatschen ein bisschen und dann
sind wir auf das Thema Milch, Babymilch gekommen und dann habe ich eine coole Geschichte dazu, weil wir haben einen Milchdealer. Milch kostet, also pro Kanne kostet hier so $30 im Supermarkt, das ist so ein Powder halt, Formula. Und das ist so ein Mexikaner, den haben wir online gefunden, der wohnt auf der East Side. Wenn du bei dem vor die Haustür fährst, das sind alle so Lowrider und der sieht auch richtig Gangster aus, der Typ. Und ich fahre dann einfach hin mit Cash und der bringt dann so eine Tüte voll mit Milch. Und dann machen wir so ein Exchange. So fühlt man sich richtig Gangster mit. Ja, so ein Milchdealer. Also anstatt Cokes kaufe ich Milch. Oh, auch Pulver, du. Schon das Gleiche. kann man auch durch die Nase ziehen. Ja Leute, ich beende meinen Vlog hier. Also viel gibt es nicht mehr zu erzählen. Das einzig Lustige ist halt auch, dass Fabian hier wohnt und ich wohne da. Mein Haus ist... Ne, warte mal, wo ist mein Haus? Da ist dein Haus. Irgendwo da hinten. Und also nicht mal eine Minute Fußweg. Minute? 10 Sekunden. Ja, war schon cool. Damals in der Wohnung waren wir auch Nachbarn und beibehalten. Jeden Tag immer noch Kontakt. Bei uns ist alles gut, Leute. Hoffe bei euch auch. Hoffe euch hat mein Update hier gefallen. Wieder mal so ein Vlog nach 2 Jahren. Vielleicht gibt es demnächst häufiger Vlogs. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Liken, subscriben und so weiter. Und kommt alles auf die Kommentare drauf an, ne? Ja, stimmt. Haut ganz viele Likes und Kommentare raus. Und Main Event, ja, nicht vergessen, liken. If you like this video, please share this video, leave a comment below and hit the thumbs up button. Also check out HD Poker, now available on mobile and Steam.